Heute gehen wir miteinander in den dritten Teil der Klagelieder rein. Das ist der Jeremia, der das schreibt. Und wir haben unter der Zeit schon die zweite Predigt, die erste und die zweite Predigt so ein bisschen geschaut, wohin das eigentlich auch führt mit diesen Klageliedern. Und es ist auf der einen Seite auch ein Punkt, spielt eigentlich gar keine Rolle, warum du leidest, sondern dass du leidest oder dass man leidet und dass man so dann muss klagen oder zum Klagen geht und es nicht einfach schönredet. Ich finde das ein super Lied, wirklich super, oder? Und gleichzeitig ist es eigentlich schon ein Loblied, Gott wird dann eines Tages und Zeug und Sachen. Und es hat Zeiten gegeben, also es ist jetzt neuer als dieselben Zeiten, wo ich das Lied nicht hätte ich jetzt nicht gesungen, weil ich das nicht erlebt habe. Weil das wirklich einfach ein Zeichen ist, so etwas zu singen, weil das stimmt gar nicht in meinem Leben, für mich stimmt es gar nicht. Und lieber Jesus, bitte mach doch, dass es anders wird. Oder ich halte es nicht mehr aus mit meinem Schmerz und mit meinem Elend und mit dem, was mir unrecht passiert wird und so weiter. Oder? Da können wir natürlich theologisch hingehen, das haben wir in der letzten Predigt gemacht. Oder? Ist das denn Zorn Gottes und wenn, bist du selber die Schuld oder nicht? Oder tragen wir einfach Konsequenzen von unserem Handeln und so? Gute Überlegungen, sehr coole Predigt letzten Sonntag. Und heute gehen wir einen Schritt noch ein bisschen weiter, wohin das den Klagen auch führt. Es führt schlussendlich in die Hoffnung hinein. Oder wenigstens in einen Samen, wo so gestreut ist ins Herz, wo vielleicht Hoffnung wächst. Weil das stimmt schon, was wir gesungen haben. Und es stimmt, Gott ist gut und er ist gut bis in kleine Zechen runter und er hilft und er macht und er hat es im Griff. Aber der Weg dorthin zeigt uns, Klagelieder führt auch über das Klagen. Führt auch darüber, dass wir unsere Gefühle nicht verbergen tun. Oh, Jesus, alles easy, oder? Schöne, fromme, gute Fassaden aufrechterhalten. Oder eben hingehen und sagen, schau Jesus, im Ernst jetzt, ich habe den Job verloren, das ist nicht gut, dieses ist nicht gut, das regt mich auf, das und überhaupt und sowieso und. Oder vielleicht sind Sachen inwendig, das sind ja auch einfach Beispiele, oder? Klagen. Die Klagelieder, die rufen uns auf, dazu ganz, ganz ehrlich zu sein zu unseren Gefühlen und dann so einen Zugang zu Gott wieder zu finden. Dass wir uns nicht verschliessen, sondern mit dem Klagen, mit dieser ganzen alltäglichen grossen Not, die wir da haben, zu Gott gehen. Das ist ein Zugang, wo er wie auch wohnt drin. Wo wenn er auch da ist und sagt, hey, ich höre dir im Fall zu. Und mich fragt mich, wohin wollen wir denn sonst, wenn nicht zu ihm? Er sagt, hey, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Das ist der Gott, der sagt, hey, und du kannst kommen mit allem, oder? Und der Jeremia, der Klagelieder schreibt, er hat auch, er ist ein Prophet, hat auch dort ein Buch geschrieben, und dort schreibt er zum Beispiel, oh, wenn meine Augen durch Wasserfälle wären, dann könnte ich immer zu heulen. Und brüllen und traurig sein über mich und mein Volk und was das Leid alles da ist, oder? Ich meine, dem geht es nicht gut. Und der ist aber total ehrlich und findet so einen Zugang in seiner Trauer, sogar in seiner Depression zu Gott. Und ich weiss, in der Kirche, sage ich jetzt mal so ein bisschen, oder, hört man eher so das andere. Gott ist im Fall gut und mit Gott geht es dir noch ein bisschen besser, als es dir geht. Oder wir singen solche Lieder. Gott wird ganz sicher die Wolken wegtun und er ist die Hoffnung. Und von wo kommt die Hilfe? Ja, von den Bergen, wo der Herr wohnt, dort, oder? Und so weiter. Und das ist so das, was man fest in den Kirchen auch hört. Und wo man auch predigt, hey, und wenn du nur noch ein bisschen mehr das tust und nur noch den Bibelvers auch noch auswendig lernst und noch ein bisschen da, hey, dann Tüpfel auf mich, dann, boah, super, oder? Und so merken wir auch als Kirche, sind wir Kind von unserer Generation. Die es gerne gut haben, die es gerne, ja, habe ich ja auch, gell? Wir gehören da dazu und die es ein bisschen vielleicht auch verdrängen und sagen, ja, da geht's gut, sind wir Kind von unserer Generation. Ich rede zu dem später noch ein bisschen mehr. Und für viele Menschen ist es, wenn sie es so von der Welt schon hören, dann in der Kirche auch noch hören. Hey, Indianer, kein Schmerz und so, come on, und du musst noch ein bisschen, hast das Buch 5 Punkte zum Erfolg schon gelesen und jetzt geht's auf und da noch einen Coach zu und dann hast du Erfolg mit dem Geschäft und dann kommst du in die Kirche und dann hey, und dann nur noch ein bisschen mehr beten und dann kommt's und so. Ich meine, wenn du das die ganze Zeit hörst, dann gibt es ganz viele Menschen, die auch Mühe haben, die negativen Sachen zuzugeben.
Dann produzieren wir eigentlich Christen oder Leute, denen geht es immer gut. Ja, alles bestens. Ja, Jesus ist groß und im Herz höhlt uns das Schritt für Schritt aus, wenn wir in einer Not sind, wenn wir in einer Krise sind, weil wir noch keinen Weg dazu gefunden haben, ein Klagelied zu singen. Weil das noch nicht in unserem Herz drin ist. Und darum sage ich euch, oder gibt es in der Bibel die Klagelieder? Oder gibt es den Jeremia? Ich meine, das ist ein depressiver Prophet, oder? Wenn du mal seine Bücher liest, das ist wirklich, der ist dann traurig, oder? Der hat auch eine scheiß Zeit erlebt. Aber Gott sagt nicht, spinnst du noch, Jeremia, so kannst du sicher nicht reden, oder? Jetzt sei mal ein bisschen fröhlich, come on, ich bin schließlich der alles im Griff hat und überhaupt, oder? Sondern es hat Platz. Er holt ihn genau dort ab, in diesen Sachen hinein, wo der Jeremia am Brüllen und Heulen und Zeug und Sachen ist, oder? Und das ist wieder das, wo Jesus sagt, komm zu mir, alle, die mühselig und beladen sind, oder? Das zieht sich ja, das ist ja nicht der alttestamentliche Gott und dann der neutestamentliche, sondern es ist der gleiche Gott im Alten Testament, der das zulässt und sagt, hey, kommt zu mir und ich will euch Ruhe geben. Ruhe. Ich hätte gerne ein Wunder, Jesus, oder? Aber Ruhe ist schon mal immerhin etwas. Wenn meine Seele, die aufgewühlt ist, zur Ruhe findet bei Jesus, dann holt er mich ab und er führt mich zur Ruhe. Und vielleicht, es ist ja nicht ausgeschlossen, ändert er auch die Umstände noch. Aber mir ist dann, als ich dem ein bisschen nachstudiert habe, habe ich gemerkt, geht Gott vielleicht mehr um unseren inwendigen Mensch, dass wir zur Ruhe kommen, anstatt dass alles in Ordnung ist und wir wieder Party machen können. Vielleicht ist hat er Gewichtung ein bisschen anders als mir. Einfach, ja, um ein bisschen darüber nachzustudieren. Und im Klagen innen und in diesen Klageliedern geht es ja nicht um eine theologische Abhandlung, wie man jetzt das erstens, zweitens, drittens muss durchführen, sondern es geht viel mehr, dass man merkt, hey, das ist ein Zugang zu Gott, wo am Schluss und endlich Hoffnung rauskommt. Wenn man die Klagelieder durchlesen, dann merkt man das. Oder? Das ist die aufkeimende Hoffnung, die durchs Klagen, eine Zuversicht. Ich kann zu jemandem klagen. Jemand nimmt mich ernst, der wirklich die Sache im Griff hat. Der lässt mir zu. Ich muss ihm nichts vorspielen. Ich kann dort hingehen. Und dort sind wir an einem Punkt, wo man muss sagen, ja, ich muss vielleicht mein Leid anerkennen. Es ist ja so. Und ich muss lernen, mit dem umgehen. Ich muss die Gefühle auch ehrlich in meinem Herz drin formulieren und aussprechen und klagen und vielleicht ein Lied darüber schreiben oder ich weiß doch auch nicht. Und das merkt man da, oder? Da heißt es jetzt im Klagelieder 5,17, ist darum, Pünktli, ist unser Herz traurig und krank und unsere Augen sind müde vom Weinen. Wie fühlt sich das an? Was macht das mit dir? Das sind zwei Fragen, die habe ich. Die gehören nicht zum Vers, sondern das sind zwei Fragen. Oder wenn jemand so herkommt und sagt, hey, ich bin so müde, ich kann nicht mehr und es ist so traurig in meinem Leben und es ist so schwarz und es gibt nichts mehr, dann sind zwei Fragen, dann habe ich meistens nichts gewusst. Oder? Ich denke, ja, lies mal ein bisschen mehr die Bibel, ich bete mal für dich, das ist alles gut, oder? Aber das hilft nicht dazu, dass er kann, oder der Traurige, der Klagende, kann wirklich klagen. Sondern ich gebe ihm gerade das Pflaster. Oder einen guten Tipp, wir Männer sind ja super. Oder so, ja, mach das! Du musst einfach ein bisschen früher aufstehen, ein bisschen mehr, komm ins MFG, Männer-Frühgebet heisst das. Oder, also, oder, ein guter Tipp, und das ist nicht schlecht, ein guter Tipp. Manchmal brauchst du das, oder? Aber wenn du die zwei Fragen da stellst, die ich hatte, die nicht zum Bibelvers gehören, wie fühlt sich das an und was macht das mit dir? Das sind zwei Fragen, die das Gegenüber dort hinbringt, dass er sein Herz formuliert. Dass er anfängt, aha, so geht es mir wirklich. So ist das. Und in der Seelsorge oder in diesen Beratungsgesprächen, die ich manchmal habe, merke ich zum Teil, dass Leute kommen mit einer Maske, dann ziehen sie die ab, dann frage ich, ja, was macht denn das mit dir, die Situation, das Thema, und dann, da kommt etwas Riesiges, oder? Ich gebe keinen Tipp. Und wenn es geht, danke, ja, oder? Und dann merkst du, so oft sind Menschen, können nur klagen, vielleicht beim Seelsorger oder beim Berater oder beim Coach oder so. Und eigentlich geht es ja nur darum,
als Seelsorger, nicht nur, aber in einem Punkt den Menschen zu seinem Herz zu führen. Dass er formulieren kann, was in seinem Herz drin ist, wie die Not sich wirklich, wirklich anfühlt. Dass er das kann sagen und dass er das kann Gott bringen kann. Das ist eigentlich so ein bisschen der Teil. Und die meisten, die gehen erst dann zum Berater und in die Seelsorge oder ins Coaching, wenn die Maske nicht mehr geht. Wenn sie einfach nicht mehr geht. Es tut so weh im Herz, oder? Und es ist so traurig in deinem Leben hinein, dass du nicht mehr kannst, weil du einfach nicht mehr so viel Energie hast, zum Lächeln herzubringen. Weil dir die Not und der Schmerz alle Energie raubt, dass du es nicht mehr schaffst. Und dann kommen sie dann. Also nicht immer zu mir, oder? Ich bin ja dann so ein Schönwettercoach eigentlich, oder? Aber dann geht es wirklich dort hin, oder? Dann geht es ans Lebige. Die Maske geht nicht mehr. Verstehen ihr? Und dann gehen wir ins Klagen rein. Dann müssen wir den Menschen helfen, ihre Not, ihre Gefühle, ihren Schmerz zu formulieren, anzunehmen und dort hineingehen. Ich mache das ja auch nicht gern, wisst ihr. Ich bin ja da auch nicht der Held in dem hinein. Und ich habe letztens ein Geschenk bekommen. Du Joni, du musst jetzt da nicht SMS schreiben. Ja, sicher. Also, es ist nur ein Witz. Er macht immer Notizen über OneNote. Das ist super. Ja, ich muss es ja laut sagen, sonst meinen alle. Ich habe die Kärtchen da bekommen, Gefühlskarten. Da kannst du traurig, quirlig, erschrocken, verlegen, überwältigt, aufmerksam, interessiert, lebendig, vital, schüchtern, bescheiden, hoffnungsvoll. Wo sind denn da die schlechten? Unsicher haben wir, verschlossen, schlapp und so weiter. Oder? Die haben wir bekommen. Und ich kann gar kein Klagelied mehr singen, weil ich einen Tennisarm, oder? Das ist jetzt zur Zeit meine Not. Das ist jetzt nicht ganz so tief, aber es ist meine Not. Oder? Sie ist jetzt so etwa 8 Wochen, noch ein bisschen länger. Ich kann nicht mehr meine Ukulele spielen. Da drücke ich einen Krampf über und so. Die im Büro sind sehr zufrieden, dass das so ist. Es ist nicht so eine Not in dem Sinn. Und dann komme ich heim und dann sage ich, es ist unfair. Unfair, das ist mein Wort. Und dann schaue ich die Gefühlskarten an und unfair steht da nie drin, oder? Weil unfair ist kein Gefühl. Das ist nicht das, was in meinem Herz drin ist. Versteht ihr? Und dann mit diesen Kärtchen habe ich angefangen zu lernen, aha, ich bin einfach wütig auf Gott. Und ich bin sau ungeduldig, weil das Ding jetzt schon irgendwie 8 Wochen oder 10 Wochen ist und so weiter, oder? Und das sind meine Gefühle. Und vielleicht hilft es eben, gerade als Seelsorger oder in einem Gespräch, es sind ja nur die Fragen, was macht das mit dir? Und dann kann der andere anfangen zu formulieren, ja, was für Gefühl löst denn das aus, oder? Ja, es ist unfair. Ja, das verstehe ich voll. Was ist das Gefühl da drin? Einfach so als Tipp, wenn er mal mit jemandem redet, der in Not ist, oder wenn er selber dran ist, zu überlegen, was ist denn mein Gefühl, oder? Und dann kommt es, oder? Ich bin ungeduldig und ich bin wütig und das natürlich auf Gott, weil er könnte ja einmal pupp und gut wär's, oder? Und dann habe ich, nein, das darf ich nicht erzählen, das wird zu lang. Oder? Und der Essenz von diesem Punkt ist, wenn wir wissen, dass unser Herz traurig ist, sind wir ein Stück näher bei uns selber. Und es geht ja in vielem einfach auch mal in die Mitte zu kommen, bei sich, zu wissen, wie geht es denn mir und hinter dieser Maske Ordnung zu schaffen. Und das Zweite ist, wenn wir wissen, dass wir bei Gott klagen können, dann sind wir nämlich Gott schon ein Stück näher. Und unsere Umstände haben sich noch nicht verändert. Versteht ihr? Da geht das Klagen in die Tiefe. Und nämlich in dieser Nähe bei Gott entwickelt sich nachher auch ein Stück weit Hoffnung. Und plötzlich, das finden wir auch in den Klageliedern, keimt dann die Hoffnung auf, oder? Also die ersten paar Kapitel, habt ihr ja gelesen, ist erschreckend traurig. Und dann kommt so, ab dem Kapitel 3 ist so ein anderes Bild, oder? Dann kommt plötzlich ein Vers, oder 2, 3 Verse, 3, 21 und 24. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Weil dort kann ich ja klagen. Dort bei dem Gott kann ich alles bringen, was mich stresst und aufregt und schwer ist und
Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. O Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Oder wenn ihr die ersten zwei bis dahin leset, dann ist es recht ein trauriges Kapitel. Und plötzlich keimt das auf, oder? Und das Lustige ist ja, meistens kommt schon, das ist schon ein berühmter Vers, oder? Und die einen von euch haben den vielleicht schon mal bekommen, auf einem Kärtchen und so, oder? Ich komme den nicht so gern über. Weil der Punkt ist, ich kenne den Zusammenhang, oder? Ich denke, oh, muss ich so durchs Lied tun? Also willst du mir jetzt damit sagen, dass... Da gibt es ein paar so Verse, die in diese Richtung gehen, die eigentlich super tönen, aber wenn du den Kontext liest, oder? Und denkst, was willst du mir jetzt genau damit sagen, wenn du mir diesen Vers jetzt gibst, oder? Darum leset den Kontext in diesen Versen drin, oder? Und entdeckt, der Vers ist so viel grösser eigentlich. In diesem Kontext wird er noch viel mehr aufblühen und so kann man viel mehr auch aus der Bibel heraus erkennen. Und wenn wir jetzt da dran sind, dann kämpfen wir eigentlich zwei Fronten. Wenn wir im Klagen drin sind, wenn wir das zulassen und wenn wir auf dieser Hoffnung auf der Spur sind. Die eine ist ja gegen unser Problem, das wir haben, das ja das Klagen verursacht. Oder? Ich tue jeden Morgen selber, täuscheln, im Medis und so weiter. Oder? Das ist der eine Kampf. Oder? Aber der andere Kampf ist das Überwinden mit dem, was ich habe, zu Gott zu gehen. Und das Überwinden, bei Gott dann auch ehrlich zu sein und vielleicht sogar bei Menschen. Vielleicht sogar ehrlich zu sein zu deinem Nächsten, also hoffentlich zu deiner Frau, Freundin, Ehepartner und so weiter, aber vielleicht auch noch ein bisschen weiter raus, die Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Und dann vielleicht entwickelt sich irgendwann einmal eine Einsicht, oder, dort drin, dass wir eigentlich leere Hände haben. Weil unsere Not geht ja meistens in der Sinne, dass entweder körperlich, finanziell in unserem Leben irgendwie etwas schlecht ist. Und dann kommt bei mir im Klagen irgendwann mit dem Vers da zusammen eine Einsicht, dass eigentlich alles, was ich habe, mir Gott schon gegeben hat. Also ich verliere etwas, das ich geschenkt bekommen habe von Gott. Und jetzt bin ich wieder da bei ihm am Klagen, dass er mir es nochmal schenken kann. Und so eine Erkenntnis haben, hey, eigentlich komme ich mit leeren Händen immer wieder zu Gott und frage, würdest du mir sie bitte füllen? Würdest du mir bitte mein Herz wieder füllen, wo vorher so viel Freude drin war, die Freude, die du mir ja gegeben hast. Und könntest du mir dort nochmal reinkommen? Und es ist so eine befreiende Hoffnung, zu jemandem zu gehen, der weiss, hey, der hat mir doch schon mal Freude geschenkt. Der hat mir doch schon mal ein Haus geschenkt oder eine Frau oder Kind oder was auch immer. Oder? Und in seiner Güte und in seinem Erbarmen und in seiner Treue, wie wir lesen es ja, hilft er uns dann da ein Stück weiter hinein. Entweder mit dem Verlust umzugehen, weil die Erkenntnis wächst, oder er schenkt etwas drin und er verändert sogar die Umstände. Und als mir das so in dieser Predigt aufgegangen ist, habe ich gemerkt, haben wir nicht einen erstaunlichen Gott? Der weiß ja alles. Der weiß, wie verbockt und verstockt und wie gerne ich es nicht zugeben würde, dass es mir schlecht geht und so weiter. Und er wartet geduldig, bis der ganze Prozess von Stolz und Rebellion und Anklage gegen Gott durch ist. Der wartet da. Bis wir es erkennen, oder? Bis wir es erkennen und dann danach handeln. Und sagen, ja Herr, da bin ich klage an und ich habe nichts. Ich habe es alles probiert und es ist nichts da bin ich, oder? Und dann ist der erstaunliche Gott, der nicht sagt, ja, ich habe es schon immer gesagt. Sondern es ist ein Gott, der dann sagt, jawohl, ich rufe dich nochmal bei deinem Namen und ich gehe mit dir den Weg und ich gehe nochmal durch und ich helfe dir und ich stehe dir zur Seite, ich gebe dir die Hoffnung in das Herz hinein und er ist da. Sein Name ist ja, ich bin da. Das ist sein Name, das ist das, wenn er sagt, das ist für mich, oder? Komm mit allem, nimm das an, was in deinem Leben drin ist. Das ist das Fazit. Erkennen wir unser Leid und unsere Hilflosigkeit an, wenn wir im Klagen drin sind. Und erkennen wir, wie es in unserem Herz wirklich geht. Formulieren das und nehmen das an. Und gehen damit zu Gott, ohne groß frommes Geschwätz. Und es tönt einfach, so, wenn ich es jetzt da so sage, doch, das ist ein guter Weg, wo wir da gehen. Und darum braucht es die Klagelieder. Darum müssen wir uns die Tränen irgendwie vom in den Wald rausschreien, sage ich jetzt einmal. Oder eben, wenn du nicht so gut bist musikalisch mit Dichten, dann schreist du es einfach in den Wald raus. Irgendwie so, darum müssen wir den Weg
den Weg da gehen. Und das ist ja mein nächster Punkt, oder? Gehen wir zu Gott und klagen. Und das heißt dann, wir haben so ein Beispiel im Kapitel 5 bei den Klageliedern. Warum hast du uns all die Jahre vergessen? Willst du uns etwa für immer verlassen? Ich meine, wie muss dem gehen, dass der zu Gott das sagt, oder? Der bringt genau auf den Punkt, was das ganze Volk gedacht hat. Gott, du hast uns all die Jahre verlassen. Willst du eigentlich uns für immer verlassen? Und ich meine, wer von uns hat sich nicht schon verlassen gefühlt? Vielleicht über Wochen, über Monate. Wo ist denn der Gott? Wo ist es denn? Warum? Und alle anderen haben mich verlassen. Und so weiter. Und dann sind die ehrlich und sind so zu Gott gekommen. Und in jedem Leben tauchen doch so Sachen auf. Und dann geht es darum, eben, wie wir es vorher gehabt haben, zu Gott zu gehen und dort hinzugehen. Und dann kann ich euch sagen, eigentlich, jetzt von der Bühne sage ich das, oder? Dass das falsch ist. Dass das nicht stimmt. Gott hat nie jemanden jemals verloren. Und er hat dich lieb. Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind zu unserem Herz und diesen Gefühlen und zu ihm kommen, haltet er das aus. Und macht dann nicht einen auf Lehrerli und sagt, ja, so sollst du und so sollst du und so sollst du, oder? Sondern er haltet das aus und er nimmt das an mit dir. Und in dieser Beziehung, in dem Klagen inne, wo ja da passiert, in dem Zugang, führt er dich Schritt für Schritt in das hinein und sagt, weil das haben wir da oben gehabt, oder? Dann merkst du wieder plötzlich, es ist ja Hoffnung bei Gott. Er ist schon da. In diesem Prozess hinein. Und dann kommt er und führt dich ganz langsam in die Worte hinein. Von der Bibel, von ihm her. Und er führt dich dorthin, dass du merkst, ich bin im Leid trotzdem mit Gott verbunden. Aber wenn ich mich verlassen fühle. Und dann merkst du plötzlich, oh, ich gehöre doch irgendwie zu Gott und er gehört zu mir. Und die ganze Fülle ist ja eigentlich da. Das ist die Wahrheit. Und ich bin erwählt und er hat mich bei meinem Namen gerufen. Das ist die Wahrheit. Aber das ist nicht das, was wir am Anfang hören müssen, sondern das kommt in diesen Prozess hinein. Darum sagen wir, Klagen ist ein Zugang zu Gott. Und in dieser Verbindung hinein führt er dich langsam wieder an das her. Und dann ein wichtiger Punkt, und ich werde dich nicht verlassen. Und Gott wartet dann so lange, bis wir das auch annehmen können. Ist das nicht erstaunlich? Die Liebe, die der Gott, der Vater für uns hat. Und er wartet so lange, bis ich das dann kann und will annehmen. Will annehmen, gell? Ich bin der Beste im Selbstmitleid, das kann ich euch sagen. Dann hast du die Erkenntnis und weißt und tust und machst und denkst, ich nicht, ich bin jetzt noch ein bisschen verrückt. Das ist gar nicht meine. Mach mal was. Und dann sind wir in dem, und ich bin so arm. Und schau mal, wie es mir schlecht geht. Und Gott wartet, bis du dich Selbstmitleid kannst überwinden und dort hingehen. Und dann ist es wie so in den Arm laufen von einem Vater. Und das andere ist, wenn wir in diesen Prozess einsteigen, vom Klagelied singen, vom unser Herz kennen, zu Gott gehen, in die Verbindung hineinkommen, dann wirkt das ein gereifter Glaube für uns. Dann wächst unser Glaube. Dann reift das. Wir kommen dann quasi so ein bisschen einen erwachsenen Glauben über. Wir sind ja jetzt schon an einem guten Punkt, oder? Wenn wir bei Gott abladen können. Und auch wenn es unsere Konsequenzen sind, die wir selber tragen müssen, wir können mit dem mit dieser Sorgen und Not zu Gott gehen. Und langsam bricht sich die Hoffnung durch. Gemeinschaft mit Gott, oder? Die Schwierigkeiten, dann kommen wir trotzdem ein Stück weit Hoffnung und die Sachen über. Und das gibt einen erwachsenen Glauben. Im Sinn, dass er es eben im Griff hat. Und er Hoffnung schenkt, wenn du nichts mehr hast. Weil irgendwann haben wir nichts mehr. Dann sind wir alt und schwach und liegen auf unserem Bett und geben den Löffel ab. Und dann haben wir nichts mehr zu bieten bei unserem Gott. Und er hat es trotzdem im Griff. Und es ist schön, wenn wir das vorher lernen als in diesem Punkt. Wenn wir vorher schon lernen und sagen, hey, der Gott hat es im Griff, ist das nicht wunderbar? Wenn ich das kann annehmen. Und dieser Prozess führt uns zu einem erwachsenen, gereiften und standhaften Glauben. Gott zu vertrauen. Vor dem Klagen, im Klagen, nach dem Klagen. Weil er will uns ja eigentlich an einen Punkt herführen, wo wir sagen können, Gebet
oder die Beziehung zu Gott suchen, ist eigentlich die erste Wahl in der Not und nicht die letzte Option. Oft probieren wir zuerst alles andere. Und so lange wartet der liebe Gott im Himmel auf uns, bis wir merken, ich habe alles ausprobiert. Aber jetzt komme ich zu dir und dann ist er trotzdem noch da. Gebet, Beziehung zu Gott ist die erste Wahl und nicht die letzte Option. Weil es gibt 3 Kategorien von Leuten. Die einen haben die Krise gerade hinter sich, die anderen haben sie noch vor sich und die dritte Option, die sind gerade in der Krise drin. Es gibt ja nur die Leute. Warum? Weil das Leben einfach unfair spielt. Es ist ja nicht so, dass es immer nur gut geht und wir im schönen heiligen Garten sind, sondern das Leben ist gemein und da haben wir noch den Teufel und alles und so weiter und Konsequenzen, die wir selber noch tragen. Wir sind alle unterwegs, entweder in einer Krise, innere Krise und so weiter. Und da braucht es einen gereiften Glauben, wo wir da drin hinein können. Und das hilft uns, wenn wir den Prozess durchgehen mit Gott. Und ein gereifter Glaube hilft uns, dass wir dem anderen nicht einfache, billige Antworten geben. Und darum machen wir auch diese Serie, dass wir auch mit Leuten umgehen können, die in so Krisen drin sind. Weißt du, Gott hat schon einen Plan. Du, easy, am Schluss macht alles Sinn. Come on! Ein bisschen auf die Schulter. Das mache ich nicht mehr, wenn ich selber eine Krise erlebt habe. Das mache ich nicht mehr. Sondern ich höre mal zu und frage, welche Fragen. Was macht das mit dir? Welche Gefühle kommen gerade rauf? Und dann bist du schon ein bisschen dort in dem hinein, oder? Und das ist ein gereifter Glaube, wenn wir andere auch mit Barmherzigkeit und Gnade annehmen können. Weil dann werden wir ein Stück weit wie Jesus Christus. Er, wo uns Menschen, uns trotzige, entweder auf Jesus oder der Vater im Himmel, trotzige Leute einfach auch wieder sagt, hey, mit dir gehe ich noch einen Weg. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ich warte und ich höre dir zu und ich warte, bis du so weit bist. Und gell, die Predigt, die kann genau auch etwas auswirken bei Leuten, die ganz in einer Krise sind. Wie wenn es jetzt zum Beispiel so eine Art ein guter Ratschlag wäre, mach das, mach das, mach das. Tut mir schon leid für alle die das mal hören und dann eben auch verletzt werden durch so Ratschläge drin. Das will ich eigentlich nicht. Und gleichzeitig so ein Prozess führt uns ins ähnlicher Werden mit Jesus. Es führt uns dorthin, dass wir barmherziger, geduldiger mit anderen werden. Und es ist irgendwie traurig, hat mich das gemacht, weil jeder muss durch den Prozess durchgehen, um das zu lernen. Und schlussendlich ist das ein Weg, um einen erwachsenen Glauben zu haben, aber eben auch Jesus ähnlicher zu werden. Wo Jesus, der hat den Römer und den Pharisäer schon lange vergeben. Schon gar bevor sie ihn umgebracht haben, bevor sie schon alles mit ihm geplant haben und man könnte doch und jetzt dämmern und so weiter, da hat er ihnen schon vergeben. Und das ist so werden wie Jesus. Und unsere Krisen, die wir durchlaufen, die fördern und helfen uns, so zu werden wie er. Und Jesus nachzulaufen bedeutet auch ein Stück weit, seinen Willen über dein Leben anzunehmen zu können. Dass sein Wille da ist. Und vielleicht kennt ihr die Serie The Chosen. Und vielleicht habt ihr die ersten paar schon geschaut. Und es ist sehr spannend, wie die Jünger, Jesus sagt, wir gehen dort hin und wir laufen über Samaria. Dann latschen die los, oder? Also irgendwie, am Anfang sind es noch irgendwie so 8 oder so. Und der eine die hat Karten und diese ist schon ortskundig und dann gibt es eine riesige Diskussion mit Jesus, oder? Ja, aber wir möchten da hinein durch, das wäre viel schneller und dann kommt man noch bei dieser Stadt vorbei, dann kommt man noch und Zeug und Sachen, oder? Und Jesus, nein, meine lieben Jünger, wir laufen da durch und wir laufen so, oder? Ja, aber Jesus, hast du dir überlegt, das ist doch viel gefährlicher und irgendwann, es gibt 3-4 Mal diese Situation, irgendwann nimmt der Jesus, der ist ja der cool mit dem lässigen Rucksack, nimmt ihn da seine Jünger zusammen und sagt, hey, jetzt müssen wir einmal über das reden. Vertraut ihr mir oder nicht? Können wir das bitte für alle mal erklären? Wenn ich dorthin will, über diesen Weg, dann gehen wir dorthin. So. Und dann irgendwann siehst du plötzlich alle Jünger so, ja, okay, er ist ja der Sohn Gottes, dann kommt es nicht wieder in den Sinn, oder? Weil er ist ja auch ein Mensch und gleich groß und sieht gleich aus. Ja, okay, oder? Und das ist der Punkt, wo er dort wieder mal nagelt und sagt, vertraut ihr mir?
Und das ist der Weg, wo Gott uns auch führen will, durch die Klagelieder hin, durch unsere Not hinein, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, und ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Jesus Christus oder Vater im Himmel. Und genau so geht es in den Klageliedern auch. Wenn wir ins letzte Kapitel hineinkommen, dann kommen wir zum Kapitel 5, Vers 19. Und dann hat er der ganze Prozess ist da drin, oder? Aber du, Herr, regierst für immer und ewig. Ja, du bist König für alle Zeit. Und da drin zu merken, ich will werden wie Jesus, ich will mich in die Gegenwart mit Gott begeben, mit Not, ohne Not. Ich komme ehrlich und ich komme direkt zu Gott. Ich lasse mich auf den Prozess ein. Weil er regiert im Leid und in guten Zeiten. Und er regiert nicht nur für 50 Jahre oder so, sondern für immer und für alle Zeit. Er ist der König von allen Königen. Und er hilft mir trotz meiner Not. Und hilft, dass wir treu ihm hineingehen können. Bis zum Schluss. Bis zu dem Augenblick, wo wir dann vor ihm stehen. Und dann regiert er eben weiter. Dann wird es viel schöner, aber jetzt noch sind wir in dieser Welt drin, wo es ist unfair und wo wir Leid begegnen werden. Und er ist der, der uns in dem ein riesen Vorbild ist, wenn wir sehen, was er für ein Leiden hatte. Und dort drin gesagt hat, weißt du was, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, was sie machen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist er mit uns so gnädig. Wir sind ja seine Jünger, die ihm nachlaufen wollen. Und er ist mit uns so gnädig und so gut unterwegs und wartet, bis wir all die Prozesse durchlaufen haben und hilft, jedem Schritt für Schritt. Und jeder muss ja seinen Weg selber gehen, mit dieser Not oder mit diesem und so weiter. Und es ist so gewaltig, das können mitzuerleben, mitzusehen, wie Menschen unterwegs sind. Und gerade auch jetzt wieder in der Seelsorge, wenn ich merke, hey, der steht unterwegs, da sieht man ein bisschen näher an die verschiedenen Situationen, wo die Leute drin sind. Und es ist so cool, wie Gott dort drin wirkt und wie er bei jedem Einzelnen einen Weg hat für ihn. Und das ist für mich etwas Gewaltiges, dass wir im Klagen, im Not mit dem Jesus unterwegs sein. Und gerade uns auch zu erinnern daran und zu sagen, hey, er ist am Kreuz gestorben und er hat so viel mehr Not gehabt und er hat die Hoffnung nicht verloren. Und wir wissen ja auch, wo der Weg am Schluss und endlich hinführt. Jesus hat es uns oft genug gesagt, dass wir mit ihm den Himmelreich werden sehen. Also können wir auf dieser Seite mit seiner Hilfe kommen wir in den Himmel und mit seiner Hilfe können wir auch die Not durchschauen, können wir auch Krisen überwinden. Und darum, wenn wir auch gerade heute miteinander das Abendmahl nehmen, natürlich, klar, Sündenvergebung, sein Tod, sein Blut, das uns rein macht, ein Stück weit in die Richtung. Oder er, der uns so seinen Tod Heimat gibt, der uns sagt, hey, und ich baue euch etwas im Himmel und ich gehe in diese Richtung. Aber auch ein Aspekt davon ist, hey, ihn als Vorbild, wie er mit Leid und Not und Ablehnung und unschuldigem Verurteilen und Anspeuzen und Hohn und Spott umgegangen ist. Ist er eben auch ein riesiges Vorbild. Und wir wollen ja auch dort hingehen. Also gehen wir mit unseren Krisen so um, wie Jesus umgegangen ist. Und so in dem Gedanken können wir heute hier das Abendmahl links und rechts. Hat es die Abendmahlkelchli und Brötli, wo wir jetzt im Worship-Zeit hingehen können und die nehmen. Und das Gebet ist offen. Wenn wir in einer Krise sind, ist es gut, einmal einen Segen abzuholen. Genau. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir. Nicht für Krisen, so weit bin ich jetzt noch nicht ganz. Aber ich danke dir, dass du unsere Krisen begleitest, mit uns bist und uns segnest. Ich danke dir, dass du barmherzig bist. Dort, wo wir stolz sind und wo wir noch Selbstmitleid wieder haben und dich anklagen, weil wir nicht das überkommen, was wir gerne hätten. Und ich danke dir, dass du treu bist und wartest, bis wir es dann auch gemerkt haben. Und dann klagen wir und dort bist du drin und wir haben wieder einen neuen Zugang zu dir. Danke vielmals, Jesus. Bist du alles für uns und regierst du bis am Ende.